Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, Pressekonferenz nach dem 8:1 gegen Mainz 05. Rein in den Bums. Gibt ja heute nicht viel Kritisches zu hinterfragen, denke ich. Aber die Reporter, schauen wir mal. Ja, guten Abend. Was fehlt noch? Die Schlusseinschätzung nach dem 8:1 des FC Bayern hier gegen Mainz 05. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit Thomas Tuchel und natürlich Ihren Fragen. Hier vorne gibt es die erste Wortmeldung mit Michael Schröer von der Bild-Zeitung. Bitte Mikrofon nach vorne. Ja. Ja. Junge, Alter, ob die das irgendwann mal hinkriegen? Karriere schon viele große Spieler trainiert. Wo würde da in einem Ranking Harry Kane stehen? Und trauen Sie ihm zu, den 41-Tore-Saisonrekord von Robert Lewandowski in dieser Saison zu knacken? Ich traue Harry alles zu. Er tut, was er immer tut in seiner ganzen Karriere. Er trifft, er ist Vorbild, er ist eine große Persönlichkeit, Top-Spieler. Ich habe kein persönliches Ranking, aber es ist natürlich ein Geschenk, ihn zu trainieren zu dürfen. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben, ihn hierher zu holen. Er beweist das eigentlich Woche für Woche, dass es die richtige Entscheidung war. Und heute ist natürlich das umso mehr für alle ersichtlich. Dankeschön. Dann schauen wir in die Runde. Die nächste Frage bitte. Ei. Ja, nee, läuft so gut beim FC Bayern, ne? 8:1 gewonnen, was willst du dann Negatives ausgraben als Reporter? Weil es so gut läuft, kann man ja keine Fragen stellen, die mal irgendwie lobende Worte herauslocken. Kein Handzeichen? Kann das sein? Noch. Wilder. Ganz kurz, du vielleicht? Ehrlich? 8 Tore? Eine Frage? Cool. Dann machen wir die zweite, okay, dann passt es. Besser geht's nicht. Herr Tuchel, können Sie sagen, wie es bei Krass, oder? Aber das ist das Spiegelbild der Gesellschaft. Haben wir ja am gestern auch im Stream besprochen, ne? Hätten wir da jetzt 3:1 verloren, würden wir wahrscheinlich hier 40 Minuten sitzen mit irgendwelchen dummen Fragen. Alphonso Davies aussieht und ob Leroy Sané, hat er wieder einen Rückschlag erlitten oder haben Sie ihn einfach nur so rausgenommen? Nö, kein Rückschlag bei Leroy, aber wir wollten auch keinen mehr riskieren und von sich sieht es nicht so gut aus. Ja, hätte halt gar nicht erst aufstellen sollen. Also nochmal. Völlig unverständlich, einen Leroy da aufzustellen gegen Mainz 05. Man sollte sehen, dass er schmerzfrei wird oder zumindest so schmerzfrei, dass es ihn nicht in seiner Leistung beeinträchtigt für die wichtigen Spiele, die in der Champions League anstehen. Der ist beim Zahnarzt, weil er einen heftigen Schlag auf die Zähne bekommen hat und die ein bisschen, glaube ich, schief standen, ein paar Zähne. Deshalb ist er beim Zahnarzt und wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist. Okay, dann links oben Elisabeth Schlammal, bitte. Herr Tuchel, Sie haben vor dem Spiel gesagt, dass das Wichtigste ist, dass man stabil wird. War das jetzt für Sie stabil genug? Es gab ein paar Phasen, die waren vielleicht nicht ganz so dominant, aber wie würden Sie das jetzt? Ich fand, dass Mainz sehr, sehr gut gespielt hat in der ersten Halbzeit. Sehr guter Gegner war, sehr offensiv, sehr mutig, mit viel Qualität gespielt hat. Das war umso wichtiger gegen wir haben mit Viererkette gegen eine Fünferkette verteidigt. Dann musst du sehr mobil sein. Dann müssen die vorderen 4 im 4-2-3-1 fleißig sein, um auf eine Seite zu drücken. Die beiden Sechser, die beiden Innenverteidiger mussten sehr aufmerksam sein gegen die flexible Dreierspitze von Mainz. Und das haben wir alles gemacht. In den Phasen, in denen Mainz dann auch mal mit Qualität Ballbesitz hatte, haben wir nicht in den Kopf verloren, wir haben nicht die Ordnung verloren, wir haben uns gegenseitig unterstützt und wir haben auf die Struktur vertraut und wir haben auf unsere Zweikämpfe vertraut. Das ist ein sehr gutes Zeichen und das ist das Mittel der Wahl, wenn solche Dinge passieren. Gleichzeitig hatten wir gute Phasen mit Ball, wir hatten gute Umschaltmomente, wir hatten die Umschaltmomente offensiv sowohl aus dem tiefen Spielaufbau als auch aus den Balleroberungen und das haben wir das ganze Spiel durch beibehalten. Dann haben wir viele Torchancen bekommen und die dann auch genutzt. Deshalb sind wir natürlich mit dem Ergebnis sehr zufrieden, aber es war lange Zeit ein sehr enges Spiel, auch wegen der Qualität von Mainz vor allem in der ersten Hälfte. Prima. Vielen Dank. Danke. Ja, Mainz, wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, die haben ja auch nicht aufgehört, also in der Spielanalyse habe ich schon gesagt, die haben ja auch nicht aufgehört, nach vorne zu spielen. Das muss man denen natürlich
zugutehalten oder vielleicht sagen, selber schuld, war ein bisschen fahrlässig, hätte sich vielleicht hinten eingemauert nach dem 3 oder 4-1, wäre es vielleicht dabei geblieben, wer weiß. Aber völlig okay, jede Mannschaft hat so seine Philosophie und die haben weiter versucht, nach vorne zu spielen. Und ich kann dem Tuchel nur zustimmen heute. Ja, alles, was er sagt, war so und hat Hand und Fuß. Ist selten, aber es passiert. Danke, Thomas. Schönes Wochenende. Gut. Tschüss, das war's, Leute. Das war eine super kurze PK, aber hey, nach dem 8-1, was willst du da auch irgendwie dumme, kritische Fragen stellen? Mich persönlich hätte noch eine Frage zu der Leistung von Leon Goretzka gefallen. Ja, hätte mich mal gefreut zu wissen, wie Tuchel ihn gesehen hat, weil er war für mich der überragende Spieler heute. Ja, klar, Harry Kane vorne super stark, keine Frage. Aber Leon hat das Spiel gelenkt heute, sowohl defensiv super, super auffällig, super wach und wie gesagt, so nach einer halben Stunde hat er angefangen, das Spiel in die Hand zu nehmen. Da hätte mich in der Einschätzung hätte ich mich gefreut, mal eine Einschätzung vom Thomas so zu hören. Schade, ja, aber nochmal, so ist die heutige Gesellschaft. Ne? Läuft scheiße, dann sitzt du da und musst dumme Fragen noch und nöcher beantworten. Läuft's gut, dann interessiert es keine Sau. Ne? Dann kann man keine Schlagzeilen schreiben, die irgendwie clickbaity sind, die irgendwie Aufrufe bringen und von daher kommen dann da irgendwie 2 Fragen zustande. Ja, so ist das. Naja, gut, Leute. Ich bin rundum zufrieden mit dem Spiel. Ich habe mich super unterhalten gefühlt. Ich habe eine Mannschaft gesehen, die eine Mannschaft war. Ich habe einen überragenden Harry Kane und einen noch mehr überragenden Leon Goretzka gesehen. Und ansonsten viele, viele Spieler, die auf einem sehr, sehr hohen Niveau waren. Und darauf kann man aufbauen. Ja. Wenn wir überlegen, woran es liegt, keine Ahnung, Leute. Liegt es vielleicht ein bisschen daran, dass der Druck weg ist in der Bundesliga? Ich weiß es nicht. Ja. Liegt es an Max Eberl, der jetzt eine Woche da war und da irgendwie Einfluss hat? Wer weiß, es ist auf jeden Fall schön zu sehen und es ist schön zu sehen, auch hier in dem Video vielleicht der Hinweis, dass diese Mannschaft halt Qualität hat. Ja. Man muss die Qualität halt nur zutage fördern und dann auch stabilisieren. So, und das ist die Aufgabe, die Tuchel jetzt hat. Es ist schade, dass es erst jetzt so gekommen ist, dass erst jetzt ein Tuchel halt auch ein bisschen reflektierter wirkt und ja, einfach dann auch ein bisschen von seinen Lieblingen weg ist in den Aufstellungen und einfach mal die Spieler aufstellen, die auch wirklich Sinn machen und dann auch auf Positionen, wo sie Sinn machen. Von daher, ist es wie es ist. Leute, ich wünsche euch ein schönes Restwochenende, guten Start in die neue Woche. Rot-weiße Grüße gehen raus. Und an dieser Stelle wie immer vielen, vielen lieben Dank für euren wahnsinnig krassen Support. Tschüssi. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.